Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zu PK nach dem 3:0-Sieg bei Eintracht Frankfurt am 6. Bundesligaspieltag. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Vielen lieben Dank dafür. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, und damit gehen wir rein in den Bums. Jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem 3:0-Sieg des FC Bayern hier bei Eintracht Frankfurt. Wir teilen die Pressekonferenz, denn zum Abendspiel, da gibt es immer ein bisschen Zeitknappheit und wir müssen noch nach Hause kommen und dass wir das hinkriegen. Echt? Haben wir uns so entschieden mit Zugeständnis natürlich der Eintracht. Danke schon mal. Also bitteschön die Fragen an Vincent Kompany. Legen wir los. Wer denn eine hat? Oder wartet ihr alle auf Dino Topmöller? Ja dann, Feierabend. Ja, bitte. Hier vorne, erste Reihe. Ich hab's gesehen, Winnie schon so am Glotzen. Ja, so. Okay, ich trinke mein Glas aus und dann gehe ich endlich wieder. Nee, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Vielleicht mal aus Ihrer Sicht ein Fazit. Wie haben Sie denn von draußen das Spiel Ihrer Bayern so gesehen? Es ging ja gut los, aber danach hatte man erstmal den Eindruck, die Eintracht war dann doch besser im Spiel, trotz des frühen Rückschlags. Am Ende war es aber wahrscheinlich aus Ihrer Sicht. Ja, ist ja, was ich sage, ne? Habe ich in meiner Analyse ja auch gesagt. Mal gucken, was Winnie sagt. Ja, das Tor hat die Eintracht gar nicht beeindruckt. Wir hatten Riesenprobleme, weil unsere Zentrale mit Kimmich und Goretzka maßlos überfordert war. Frankfurt hat sich aber da in dieser Phase auch keine klaren Chancen erspielt. So, das muss man auch sagen. Waren besser im Spiel, ja. Was heißt besser im Spiel, aber waren mehr am Drücker so ein bisschen. Chancen haben sich trotzdem nicht erspielt. Unsere letzte Reihe war gut. Und nach dem 2:0 war es das. Da war das Spiel durch. Ja. Eintracht hat sich dann zurückgezogen, hat sich wahrscheinlich gedacht, komm, wir gehen erstmal in eine Pause mit dem Ergebnis. Wir rennen jetzt nicht mehr wie dumm an. Wollen nicht schon wieder 5 Stück kassieren. Und zweite Halbzeit mit der Hereinnahme von Pavlo auf unserer Seite waren wir in der Zentrale viel ballsicherer. Ja, viel besser auch abgestimmt. Wer defensiv steht, wer nicht defensiv steht. Ja. Sicht alles gut, oder? Ja, also besser ist ein bisschen extrem, aber... Ja, also ist ja, was ich sage. Also besser nicht, ne? Aber Frankfurt war, jetzt von Frankfurter Seite aus gesehen, war das ihre beste Phase. So die erste halbe Stunde oder bis zum 2:0, 27. Minute oder sowas. War schon ausgeglichen, das Ding, aber da waren sie mal, dass sie einen Ball erobert haben, weil wir viele Ballverluste hatten und so weiter. Ne? Ausgeglichen auf jeden Fall und es bleibt natürlich ein schwieriges Auswärtsspiel und das haben wir gewusst gegen eine Mannschaft, die offensiv sehr stark angefangen ist an dieses... Das ist auch das Einzige, was ich zu kritisieren habe, weil man das ja weiß. Ja, man weiß, wie Frankfurt agiert. So. Dann verstehe ich nicht eine Hereinnahme von Leon Goretzka, der damit genauso überfordert ist wie Joshua Kimmich. Du kannst nicht 2 Leute in die Zentrale stellen, die beide maßlos überfordert sind, wenn du sie presst und anläufst und zustellst. Ja, so. Das hat man gesehen gegen Frankfurt. Das war unser Hauptproblem. Saison. Und deswegen kann man sagen, das war eine gute Energie zwischen stabil bleiben und auch im Spiel wachsen. Und wir sind auch in dieses Spiel gewachsen. Wenn die Fokus nur auf die erste Halbzeit ist, dann war das auch schwierig. Aber okay. Wir haben gestanden und in der zweiten Halbzeit haben wir einfach sehr viel richtig gemacht, auch viele Großchancen bekommen und gegen einen Gegner, wo ich viel Respekt habe, war das eigentlich eine sehr gute Leistung und sind wir natürlich sehr zufrieden heute. Dankeschön. Dann auf der anderen Seite, erste Reihe bitte, ja. Hi, this is John Jackson from Tanzania. You've been winning back-to-back since this season started. How do you see it? Do you see that Bayern is winning the season again under you as the coach? No, I try. My players know it. I say it all the time. I try not to focus on the last 10 games too much. I try not to focus too much on anything that's past this game that we played. But in terms of feeling, for me, the most important, even when you lose 1 or 2 games, because it will happen, but the most important is that you have the feeling that you can still win the next 10 games. That you can still have what we've done now
We did something close last season as well, but what we've done now should give us proof that if we stay focused, if we keep, if we're a little bit lucky as well, but if we stay focused and we keep going, we, even after a bad game or even after a defeat, what we've done now can still happen in the future, and that's important to have a proof of that. Dann sehe ich Frank Hellmann für die Frankfurt. Ja, gehe ich mit. Werden wir am Montag mal im Stream noch ein bisschen mehr drüber quatschen, was vielleicht auch so die Gründe dafür sind, dass wir gerade auch so nochmal ein bisschen stabiler geworden sind, auch wenn unsere Zentrale mal hart wackelt. Und auch, dass dieser Mannschaftsgeist nochmal besser ist, wie er letzte Saison war. Rundschau, ja, richtig. Zweite Reihe. Company, auch Glückwunsch zu einer aus meiner Sicht sehr überzeugenden Leistung. Wer ja heute auch herausgeragt ist, eine Vorlage, 2 Tore, Luis Diaz. War das vielleicht so der nächste Schritt und haben wir den besten Luis Diaz vielleicht noch gar nicht gesehen in der Bundesliga? Ja, was er noch in Zukunft machen kann, das müssen wir mal beobachten. Also natürlich, dass er in seiner ersten Saison, seine ersten Schritten in Deutschland, das ist schon natürlich beeindruckend. Ich glaube natürlich, was bei uns sehr gut passt, ist einfach seine Aktivität und Energie. Und der bleibt auch immer zu alles beteiligt. Der ist immer an die zweite Pfoste da, der ist immer... Der hat eigentlich eine ähnliche Großchance verpasst gegen Augsburg, wenn Sie noch wissen. Das war auch in den ersten 15 Sekunden. Aber man muss erstmal da sein. Man muss erstmal dieses Gefühl haben, ich komme vor meine Verteidiger raus und dann bin ich einfach da. Und was natürlich auch hilft, ist, der Junge arbeitet sehr, sehr viel mit der Mannschaft. Und wie gesagt, es gibt aus meiner Sicht keinen Druck auf Luis Diaz, dass er was Besonderes machen muss, das die anderen nicht machen. Aber seine Art und Weise und Energie passt einfach sehr gut bei was diese Mannschaft macht. Ja, dann vielen Dank für die Geduld. Schönes Wochenende. Gleich kommt der Kollege dann. Danke, servus. Danke, ciao. Ciao, servus. Ja, ich habe es ja schon öfter mal gesagt, die PKs nach dem Spiel, die kannst du dir halt eigentlich... Aber sie gehören dazu, wir nehmen sie mit. Irgendwann werden wir vielleicht auch mal... Das Ding ist, wenn wir die Spiele gewinnen, dann kommen immer... dann kommen die paar Phrasen, ja. Die interessanten PKs sind halt, wenn wir ein Spiel mal nicht gewinnen, weil dann kommen sie natürlich alle aus der Löcher gekrochen. Aber so ist das halt als Bayern-Fan. So. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wie gesagt, Montag live, 18 Uhr auf Twitch. Quatschen wir mal noch mal ein bisschen über den Start in die Saison, der sehr ordentlich war. Ziehen mal ein kleines Fazit. Jetzt ist ja Länderspielpause und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.